SRF Kids Hörspiel. SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Wie könnt ihr nur so fies sein? Cheyenne schaut ihren Vater böse an. Und nur, dass es weisst, Papi, ich komme ganz sicher nicht mit auf das blöde Bella irgendetwas Quatsch. Bella Scona, Cheyenne. Und jetzt beruhigst du dich zuerst mal. Der Cheyenne, ihr Vater, schaut verzweifelt zu der Mutter. Aber die verdreht nur die Augen und sagt, also wirklich, Cheyenne, du bist doch noch gar nicht im Tessin gsi. Und dann versucht sie es auf die sanfte Tour. Weisst, dort ist es fast jeden Tag schön und sonnig. Die Mutter von der Cheyenne gibt wirklich alles. Es hätte dort einen schönen See, Bodies, feine Glasse wie in Italien. Und dann fängt sie an, von einem Park mit Greifvögeln zu schwärmen. Da lupft der Cheyenne den Deckel. Ich will nicht langweilige Vögel anschauen. Ich bin 12 und kein Baby, falls du das noch nicht gemerkt hast, Mami. Eigentlich wäre Plan gewesen, dass Cheyenne mit ihren Eltern und ihrem grossen Bruder, Sebi, im Sommer auf Griechenland fliegt. Cheyenne hat sich mega darauf gefreut und all ihren Kolleginnen schon von diesen super Strandferien und einem mega grossen Swimmingpool inklusive Snackbats mit im Wasser drin erzählt. Aber dann hat die Mami von der Cheyenne beschlossen, dass sie ausgerechnet in den Sommerferien eine Weiterbildung als Pilateslehrerin machen will. Und der Sebi, der Verräter, hat darauf aber verkündet, er sei sowieso zu alt für Familienferien und ging lieber mit seinem besten Kollegen zelten. Und was ist der Cheyenne ihrem Papi in den Sinn gekommen? Vater-Tochter-Ferien in der Oma ihrer neuen Ferienwohnung zu Ascona. Cheyenne kann sich nicht erinnern, dass sie sich jemals so wenig auf die Sommerferien gefreut hat. Der Vater von der Cheyenne überlegt, wie er seiner Tochter die Ferien doch noch schmackhaft machen könnte. Cheyenne, habe ich schon erzählt, dass ein riesiger Swimmingpool zur Feriensiedlung gehört? Der Vater zückt sein Handy. Schau, Thomas hat das Foto geschickt. Der Sebi schnappt sich das Handy noch bevor Cheyenne drauf schauen kann. Schick, schick. So ein bisschen Alterssiedlungsteil. Viel Spass ist. Der Sebi grinst schadenfreudig und Cheyenne schaut finster. Beim Znacht ist der Cheyenne ihre Laune immer noch am Bach runter. Obwohl ihre Mutter extra Spaghetti Bolo gekocht hat. Der Cheyenne ihr absolutes Lieblingsessen. Aber jetzt sitzt sie nur da und schaut trötzlich auf ihren Teller. Nein, sie lässt sich sicher nicht mit Spaghetti Bolo bestechen. Der Vater seufzt. Los, Cheyenne, nochmal wegen der Ferien. Ich will aber nicht mehr über die Kackferien reden. Warte, Mami und ich haben darum eine Idee. Bei der Oma in der Wohnung hat es viel Platz. Darum habe ich gedacht, Cheyenne hört zuerst nur mit halbem Ohr zu. Aber wo ihr Papi sagt, sie dürfe eine Freundin mitnehmen, gumpelt sie übermütig von ihrem Stuhl auf. Wirklich? Wie der Blitz rennt sie in ihr Zimmer, um ihr Handy zu holen und ruft: «Ich frage Anisa, gerade jetzt!» Die Mutter sagt noch, das könne doch bis nach dem Znacht warten. Aber Cheyenne tigert schon ganz aufgeregt im Gang auf und ab und schwätzt in ihr Handy. «Ja, 1 Woche! In Ascona!» «Was?» «Ja, das ist in der Schweiz!» «Ja, sicher! Es ist mega cool dort, mit einem riesigen Swimmingpool!» Die Mutter blinzelt dem Vater verschwörerisch zu. «Siehst, ich has doch gesagt.» 2 Tage später sitzen Anisa und Cheyenne bei der Anisa daheim auf dem Bett. Cheyenne hat einen Notizblock auf den Knie und schreibt auf, was sie alles mitnehmen wollen. Das Haarglättisen, 2 Haarföhn, damit sie gleichzeitig Haar trocknen können. Der Cheyenne ihre neue Nagellackauswahl in den Farben Pink Flamingo und Princess's Rule und der Anisa ihre Popcornmaschine. «Den Smoothie-Mixer von meiner Sis nehme ich auch mit», rief Anisa begeistert. Cheyenne schaut auf den Notizblock.
«Oh mein Gott, und ich brauche dringend ein neues Backkleid!» Sie schreibt «Bikini shoppen» auf den Notizblock. Cheyenne ist überhaupt nicht mehr traurig, dass sie nicht auf Griechenland kann. Mit ihrer BF Ferien zu machen, ist mindestens genauso gut. Sie freut sich schon, jeden Tag in der Sonne zu liegen und zur Abkühlung in den Swimmingpool zu kumpen. Um jeden Abend mit der Anisa so lang aufzubleiben, wie sie wollen, und auf der Promenade feine Gelati essen. Und dann, am Freitagmorgen, ist es endlich soweit. Es geht los. Cheyenne und Anisa stehen mit je 2 Rollkoffern, 2 Rucksäcken und einem aufblasbaren Alpaka abfahrbereit vor dem Haus. Der Cheyenne, ihrem Vater, fallen fast die Augen aus dem Kopf, als er sieht, was die Mädchen alles mitnehmen. Das Alpaka ist eben für den Pool und sonst haben wir wirklich nur das Nötigste mitgenommen, ich schwöre, Papi. Cheyenne schaut ihren Papi mit kugelrunden Bambi-Augen an. Während der Fahrt studieren die Mädchen eine Sprachlehr-App auf dem Vater im Handy. «Ich kann schon Italienisch», rief Cheyenne. «Buongiorno und gelato alla stracciatella per favore». Weisst du, was Schwimmen heisst? «Nuotare». Die beiden Freundinnen machen zusammen ab, dass sie sicher jeden Tag mindestens 5 Stunden am Pool gehen werden. Am frühen Nachmittag kommen die 3 endlich in der Feriensiedlung Bella Scona an. Cheyenne und Anisa stehen mit offenem Maul vor einem grossen steinigen Torbogen. So edel! Das sieht ja fast aus wie bei einem Schloss. Links und rechts vom Weg hat es eine Allee mit kurz geschorenen Buchsbäumen, die aussehen wie grosse grüne Kugeln. Und hinter den Buchsbäumen hat es einen perfekt gemähten Rasen, der von einer Sprenkelanlage bewässert wird. Und dann sehen sie ihn. Von weitem glitzert türkisblau der Swimmingpool. Cheyenne lässt alles stehen und liegen und rennt zum Pool. Ganz so riesig, wie ihr Vater erzählt hat, ist er zwar nicht. Aber egal. Hauptsache sie und Anisa sind zusammen da in den Ferien. Die beiden Freundinnen besprechen zusammen, wo sie am besten ihre Badtüchli antun, damit sie möglichst lange in der Sonne liegen. Gerade in der Nähe vom Pool hat es ein kleines Haus, das mit Kiosk angeschrieben ist. Ein Kiosk? Klasse! Nach dieser langen Fahrt will die Cheyenne jetzt sofort ein feines Gelato kaufen. An der Tür steht Chiuso. Anisa sagt, ich glaube, der Kiosk hat nicht offen. Chiuso heisst zu. Der Vater wischt sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Zuerst bringen wir sowieso das Gepäck auf meine Dame. Vor der Haustür sucht er in der Jackentasche nach einem Wohnungsschlüssel. Aber das ist gar nicht nötig, weil auf einmal geht die Tür auf. Hallöchen! Gutes Tagli, guten Tag und willkommen in Bella Scona. Es ist der Cheyenne ihre Tante Claudia und die grinst die 3 an, als hätte sie im Lotto gewonnen. Cheyenne schaut ihre Tante entgeistert an und fragt, Tante Claudia, was machst denn du da? Was schätzt? Hinter der Tante Claudia schaut jetzt der Jannik führen, der Cousin von der Cheyenne. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein, der Jannik. Er ist, sagen wir es mal so, nicht gerade der Cheyenne ihre Lieblingscousin. Erstens ist er ein Klugscheisser und zweitens tut er immer so mega erwachsen, nur weil er ein Jahr älter ist als Cheyenne. Papi, wann gönnt die? Cheyenne tut so, wie wenn der Jannik Luft wäre. Tante Claudia kichert jetzt wie wild. Sie behauptet, Cheyenne sei schon eine richtig junge Dame und dann will sie wissen, ob Cheyenne schon einen Freund hätte und drückt sie so fest, dass sie kann, dass ihr gerade die Luft wegbleibt. Mein Gott, ist das peinlich, denkt Cheyenne. Ihr Vater steht immer noch völlig verdattert da und sagt dann endlich, wir haben nicht gedacht, dass wir euch hier antreffen, Claudia. Tante Claudia ist immer noch völlig aus dem Häuschen. Ja, gell? Ist das nicht eine super Überraschung? Jetzt machen wir zusammen Ferien. Sie erzählt dann, dass sie bei ihr daheim immer noch am Renovieren sind.
und sie darum ganz spontan entschieden haben, eine Woche anzuhängen. «Das macht euch doch hoffentlich nichts aus!» Noch bevor Cheyenne kann sagen, dass es ihr sehr wohl etwas ausmacht, sagt ihr Vater, «Nein, das sei doch wunderbar.» So ein Verräter! Zu allem Übel schlägt Tante Claudia dann auch noch vor, die Kinder können alle in einem Zimmer schlafen, so wie in einem Klassenlager. «Wir gehen sicher nicht mit dem Jannik in ein Zimmer, niemals!» ruft Cheyenne entsetzt. «Papi, sag etwas!» «Chillen's mal an, kein Grund zur Aufregung. Ich kann auch in der Stube schlafen», tut der Jannik wieder einmal obercool. Und was macht der Cheyenne ihr Vater? Er klopft dem Jannik auf die Schulter, als wäre er sein bester Kollege. «Danke, dass du so kooperativ bist, Jannik.» Cheyenne seufzt und denkt nur, das fängt ja super an. Der Rest vom Nachmittag läuft auch nicht viel besser. Tante Claudia schwätzt wie ein Buch an die Mädchen an und erzählt ewig lang von ihren Küchenkacheln, einem Baguette und der neuen Wandfarbe in ihrem Schlafzimmer. Wie langweilig. Nichts wie weg. Cheyenne verkündet, sie und Anisa gehen jetzt am Pool. «Nice try», sagt ihr der Jannik. «Heute Nachmittag dürfen wir nicht am Pool, sonst kommt gerade der Herr Sulzberger, der Hauswart.» Darauf aber schlägt Tante Claudia vor, der Jannik solle den Mädchen doch sein neues Rennvelo zeigen. «Ist schon gut, Tante Claudia.» Cheyenne zieht Anisa am Arm und die beiden rauschen ab Richtung Pool. Aber es geht gar nicht lang und sie stehen wieder in der Wohnung. «Papi, der Hauswart hat gesagt, wir dürfen am Freitag nur am Morgen am Pool. Mega fies!» «Ich hab's doch gesagt», nickt der Jannik zufrieden. Am nächsten Tag machen Cheyenne und Anisa den nächsten Versuch. Und obwohl es Samstag ist kein Mensch am Pool. Die beiden Mädchen haben dann also ganz für sich. Aber was wollen den weißen, aufklappbaren Liegestuhl nehmen, der neben dem Pool steht, kommt der Hauswart und sagt, die Stühle seien dann im Fall privat. Darum sitzen Cheyenne und Anisa dann halt auf ihren orangigen und pinken Badtüchli auf die Wiese. Von dem grummeligen Hauswart lassen sie sich jetzt nicht den Tag verderben. Cheyenne cremt sich ihre Sonnencreme mit Kokosduft ein und will grad das Gummi-Alpaka aufblasen. Da kumpelt Anisa plötzlich auf und sagt ganz aufgeregt, «Hey Cheyenne, schau mal, dort hinten bewegt sich etwas. Siehst du das grüne Ding dort?» Anisa zeigt mit dem Finger aufs Gebüsch. «Ja, super, das ist sicher eine Ratte», sagt Cheyenne. «Eine grüne Ratte», sagt Anisa ungläubig. Wo sie nochmal zum Gebüsch schauen, ist das grüne Öppis aber verschwunden. Nach dem Mittagessen gehen sie dann für alle Glasse holen am Kiosk. Zuerst müssen sie ewig lang warten und wo endlich niemand mehr im Laden ist und die beiden drankommen, kommt ein Mann mit einer goldigen Sonnenbrille und geschälten schwarzen Haaren in den Kiosk hineinzuschlurfen. Ohne nach links und rechts zu schauen, geht er direkt zur Kasse. Aber Cheyenne lässt sich nicht vertreiben. «Hey, wir sind zuerst! Cinque gelati per favore», sagt sie mit lauter Stimme. Aber der Mann mit der Schälfrisur geht nicht auf die Seite. Wie ein Holzklotz steht er vor der Theke und schreit die Kioskfrau an. «Non la faccio più, capisci? È un lavoro di merda!» Die Kioskfrau tut nichts dergleichen und sagt überfreundlich zu den Mädchen, «Wartet doch schnell draussen, ich muss da etwas mit dem Herrn besprechen.» Anisa macht schnell die Türen auf. Cheyenne dreht sich nochmal um den Mann extra böse anzuschauen. Und dann sieht sie etwas. Die Kioskfrau gibt dem Typ ein fettes Spiegel mit 100er Nötchen. Und dann nochmal eins. Und nochmal eins. Cheyenne traut ihren Augen nicht. Wieso gibt die Frau dem hässigen Schälhaartypen so viel Geld? Vor dem Kiosk spienzelt Cheyenne durch die Fensterscheiben hinein. Anisa findet das gar nicht cool. «Schau nicht so auffällig, Cheyenne, dann sehen sie dich noch!» Aber Cheyenne beobachtet weiter. Jetzt hebt der unfreundliche Typ mit der Schälfritte die Kioskfrau am Arm. «Merda! Nächstes Mal doppelt Preis! Capisci?» Er schreit jetzt so laut, dass man ihn auch draussen hört. Anisa macht einen Schritt zurück
Und wo die Tür aufgeht, zuckt auch Cheyenne zusammen. Der Schälfrittentyp mit der Sonnenbrille stampft fluchend zum Kiosk raus und zündet sich eine Zigarette an. Jetzt traut sich Cheyenne nichts mehr zu sagen. Die beiden Mädchen wollen sich am liebsten unsichtbar machen. Dann geht nochmal die Tür auf. «So, ihr beiden, kommt nur rein. Ein Glas schenke ich euch fürs Warten. Danke vielmals», rufen die Mädchen. Und die Glasse sind wirklich fein. Viel besser als die Heime. Vor der Nacht will Tante Claudia unbedingt draussen Federball spielen. Das passt dem Hauswart, dem Herr Sulzberger, natürlich auch wieder nicht. Schon nach 2 Minuten steht er auf dem Rasen und sagt, alle Aktivitäten mit Ball seien dann im Fall verboten. Auch Federball. Der Cheyenne, ihr Vater, runzelt nur die Stirn. «Wisst ihr was, Kinder? Morgen machen wir einen richtig tollen Ausflug. Wie wär's mit dem Zollmuseum zu Lugano?» Und Tante Claudia sagt begeistert, «Der Jannik und ich würden gerne Häuser von Mario Botta anschauen, gell, Jene?» Der Jannik schaut seine Mutter entsetzt an. «Sag mir nicht Jene, Mami!» Der Vater von der Cheyenne hingegen ist sofort Feuer und Flamme. Der Botta ist sehr ein interessanter Architekt, sagt er. Cheyenne und Anisa schauen sich an. Auf gar keinen Fall, denken die beiden, schauen wir da stundenlang langweilige Häuser an. Dann sagt Cheyenne schnell, dass sie und Anisa lieber daheim bleiben möchten, weil man eben am Sonntag den ganzen Nachmittag am Pool darf und sie doch fast noch nie so richtig am Pool gsi seien. «Also gut, aber kein Seich machen», sagt der Vater. Die Mädchen schütteln beide unschuldig den Kopf. Wo Cheyenne und Anisa am nächsten Morgen aufwachen, sind die anderen schon weg. «Juppie, die Luft ist rein!» Cheyenne drüllt das Radio voll auf und hüpft in der Küche umeinander. Plötzlich hört sie eine Stimme. «Habt ihr mein Badtüchli gesehen?» Cheyenne zuckt zusammen. «Der Jannik. Was macht denn der da? Wieso bist du nicht mit den anderen mit?» «Was schätzt?» grinst der Jannik. Cheyenne verdreht nur die Augen. Später hückeln Cheyenne und Anisa zusammen am Swimmingpool. Für einmal keine Spur vom hässigen Hausabort. Er kommt nicht einmal anzumarschieren, wo Anisa mit dem aufblasbaren Alpaka im Pool hineingumpelt. Dabei ist das sicher auch verboten. Cheyenne probiert auf dem Tüchli ihren neuen Nagellack aus und mampft zufrieden vom Popcorn, das sie vorher in der Popcornmaschine gemacht haben. Sie schaut um und denkt, in dieser Siedlung ist wirklich nicht viel los. Auf dem einen Balkon gießt eine ältere Frau Blumen und ein Mann mit Bierbauch schläft auf dem Liegestuhl mit der Zeitung auf dem Gesicht. Sonst ist niemand draussen. Die Ruhe dauert aber nicht lang. Plötzlich taucht der Jannik auf am Pool. «Hey, Cheyenne, was läuft?» «Was schätzt? Wir sind am Pool, wie du siehst, Jannik. Hast du sonst noch Fragen oder können wir das Interview hier abbrechen? Ich will nämlich Musik hören.» «Hat man denn nie Pause von dem nervigen Jannik?» denkt sich Cheyenne. Der Jannik tut so, wie wenn nichts wäre und bleibt einfach stehen. Und dann sagt er, «Ich bin im Fall froh, dass ihr gekommen sind. Sonst hätte ich noch mal eine Woche mit meiner Mutter architektonische Meisterwerke vom Herrn Ricotta oder Panna Cotta oder wie der immer heisst anschauen. Das hätte ich nicht überlebt.» Cheyenne muss lachen. Dann erzählt der Jannik, dass er lieber auf Italien wäre und dass seine Mutter wegen dieser teuren Renovation kein Geld mehr hatte. Und weil Thomas eine neue Ferienwohnung hat. Bei uns war es ähnlich. Wir wären auf Griechenland. «Too bad», sagt Jannik. Cheyenne mustert ihn, wie er mit seinen viel zu weiten gelben Badhosen vor ihr steht. «Irgendwie ist er ja herzig. Du kannst im Fall schon zu uns anhocken.» Der Jannik breitet schnell sein Badtüchli aus. Dann sagt Cheyenne, «Mein Papi hat behauptet, der Pool sei riesig, voll der Fake.» Der Jannik nickt. «Ja, es ist schon ein bisschen lame da. Vor allem wohnen sonst nur so komische Leute in dieser Siedlung. Dort zum Beispiel brennt Tag und Nacht ein blaues Licht hinter den Storen. Irgendwie mega creepy.» «Wo?» fragt Anisa, die gerade zum Pool raus ist und sich die Haare trocken rubbelt. Mit dem Finger zeigt der Jannik auf die Parterrewohnung vis-à-vis vom Swimmingpool. «Seit meine Mutter und ich da sind, haben die noch nie den Storen oben gehabt. Den ganzen Tag durch, immer drinnen und dann die ganze Zeit das blaue Licht.»
Plötzlich geusset Anisa laut auf. «Cheyenne, dort! Sie ist wieder da!» Sie packt Cheyenne am Arm. «Schau dort! Jetzt habe ich es genau gesehen!» Anisa rennt wie vom Bienenli gestochen zum Gebüsch über. Cheyenne und der Jannik bleiben auf ihren Türchen sitzen. Und der Jannik fragt: «Was ist denn mit der los?» «Also das ist ganz sicher keine Ratte gsi. Eher etwas aus Edelstein, wo mega glitzert», sagt Anisa und stochert mit einem Stöckchen im Gebüsch herum. Kurz darauf zieht der Jannik ein grünes Säckchen mit Hundegacki zwischen den Blättern raus. Er platzt fast vor Lachen. «Hast du das gemeint? Ein super Fund! Weh, so grusig, tu das weg!» ruft Cheyenne. «Anisa, ich glaube, du hast einen kleinen Sonnenstich. Da ist nichts im Gebüsch.» «Hey, ich habe sicher keinen Sonnenstich.» Dann gehen die drei zurück zu ihren Tüchli. Anisa dreht sich nochmal um und schaut ins Gebüsch runter. Und sie ist sich ganz sicher, da war etwas gsi. Sie hat sich das nicht eingebildet. «Also, was hast du gesagt, Jannik? Warum haben die dort immer blaues Licht in der Wohnung und storen unten?» fragt Cheyenne. Der Jannik zuckt mit den Schultern. «Eben, das weiss ich auch nicht. Aber es ist doch schon ziemlich schräg.» Cheyenne geinet unbeeindruckt. «Die sind wahrscheinlich in der Ferien.» Aber der Jannik schüttet energisch den Kopf. «Ja, fix. Dann hätte es das Licht ausgemacht. Streng dein Hirn an, Cheyenne.» Jetzt schaut Cheyenne den Jannik mit kleinen, giftigen Augen an und denkt: «So ein Klugscheisser.» Aber bevor sie etwas sagen kann, streckt ihr Anisa ein offenes Päckchen Chips an. «Schaut, die habe ich gestern am Kiosk gepostet. Chili-Chips. Ist voll nett, die Kioskfrau, nicht? Die hat uns gestern sogar ein Glas geschenkt, gell, Cheyenne?» «Ja, sie ist schon nett. Aber das mit dem Schälfritten-Typ und dass die dem so viel Geld gegeben hat, das war schon komisch.» Der Jannik runzelt die Stirn. Wie hat der Typ ausgesehen? Cheyenne und Anisa berichten dem Jannik von dem Typ mit der Schälfrisur und der Sonnenbrille. Der Jannik will jedes Detail wissen. Anisa erzählt, dass er so ein grusiges Parfum hatte und viel zu viel eingesprayt. Der ganze Kiosk hat dann angestunken. Sie musste die Nase zuheben. Und so rote Cowboy-Boots hat er auch noch angehabt. Der Jannik sagt aufgeregt: «Wisst ihr was? Dem Stiefel-Cowboy hat die Kioskfrau letzte Woche auch schon Geld gegeben. Ich habe es gesehen. Er hätte letzte Woche auch draussen vor dem Kiosk warten, genau wie sie. Und drin sei der Cowboy-Stiefelmann mit der Kioskfrau am Schimpfen gsi. Wieso gibt die Kioskfrau dem zweimal hintereinander so viel Geld?» fragt Anisa gewundrig. «Vielleicht erpresst er sie», sagt Cheyenne. Der Jannik lacht laut raus. «Ja, genau, weil sie abgelaufene Joghurt verkauft.» «Hast du eine bessere Idee, Herr Klugscheisser?» «Ja, vielleicht verkauft er ihre Waffen.» «Ja, klar. Was will denn die Kioskfrau mit Waffen?» macht sich Cheyenne lustig. Aber der Jannik meint's ernst. «Wieso? Das kann doch gut sein. Und darum auch sicher der Lieferwagen in der Nacht.» «Welcher Lieferwagen?» fragt Anisa. Der Jannik erzählt, wie er in seiner ersten Ferienwoche mitten in der Nacht zweimal einen Lieferwagen beobachtet hat, wo hinter der Siedlung gehalten hat und dass ein Mann so lange Kisten ausgeladen hätte. Der hat auch rote Stiefel gehabt. Das ist doch der gleiche Typ. Cheyenne schaut skeptisch. «Bist du sicher? Hast du das im Dunkeln überhaupt gesehen?» «Ziemlich sicher. Ich habe das alles meiner Mami erzählt. Aber sie hat behauptet, das sei der Mann, der amigs die frischen Gipfeli bringe. Dabei hat es am nächsten Morgen gar kein Gipfeli am Kiosk gegeben.» Cheyenne nickt. «Ja, schon klar. Eltern wollen immer, dass alles schön und gut ist. Aber das tönt schon alles verdächtig.» Sie überlegt kurz und dann sagt sie verschwörerisch: «Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wir könnten dem Typ doch nachspionieren, wenn er das nächste Mal da ist und herausfinden, für was der das Geld bekommt und warum er so hässig ist auf die Kioskfrau.» Der Jannik ruft freudig: «Yes, das machen wir! Wie Detektive!» Aber Anisa ist von dieser Idee nicht begeistert.
Was ist, wenn der Typ wirklich kriminell ist? Das wäre doch dann gefährlich und das geht uns ja gar nicht an. Oh oh. Ich glaube, wir müssen einen Abflug machen und zwar jetzt. Der Jannik zeigt auf den Herrn Sulzberger, der mit grossen Schritten und einem bösen Gesicht auf den Pool zuzumarschieren kommt. Den nächsten Tag verbringen sie in Locarno. Claudia hat alle einladen zu Pizza und Cola. Wo sie zusammen am Seeufer sitzen und zufrieden ihre Glasse essen, zeigt Cheyenne auf ein grosses Haus ganz oben am Hang. Wow! Was ist denn das für ein Haus dort oben? Tante Claudia erklärt ihr, dass das Parkhotel sei. Eines der nobelsten Hotels im Tessin. Das ist ja mega schick, strahlt Cheyenne. Und zum Jannik und der Anisa sagt sie, und schaut mal den riesigen Pool dort nebendran, mit Aussicht über den ganzen See. Oh mein Gott, ein Traum! Aber der Vater holt seine Tochter schnell wieder aus der Wolke. Den kannst du dann an, wenn du selber Geld verdienst, Cheyenne. Ja, schon gut, Papi. Am Abend liegen Cheyenne und Anisa zufrieden im Bett und schwärmen vom Parkhotel. Und wie sie dann, wenn sie beide erwachsen sind und arbeiten, dort damit zusammen in die Ferien wollen. Dann klopfen sie an die Tür. Der Jannik streckt den Kopf hin und schaut um, als ob er verfolgt würde. «Heute ist Montag», flüstert er. «Ja und?» sagt Cheyenne verwundert. «Letzte Woche, wo der grosse weisse Lieferwagen kam, war auch Montag. Vielleicht kommt er ja heute Nacht wieder.» Der Jannik schlägt vor, dass sie zu dritt ans Fenster stehen und warten, bis der Lieferwagen kommt. «Super Plan. Und dann?» «Ja, dann sehen wir, ob er wieder so lange Kisten auslässt. Und dann gehen wir schauen, was in diesen Kisten drin ist, verstehst du?» Der Anisa ist es bei dieser Idee nicht wohl. Sie schaut unsicher zu der Cheyenne und findet dann zum Jannik, «Aber du bist doch gar nicht sicher, ob es wirklich der Typ mit den roten Stiefeln und der Schälfrisur war, den du gesehen hast?» Aber der Jannik lässt sich nicht von seinem Plan abbringen. Und wenn die Mädchen Angst haben zum Mitmachen, dann schaue er halt allein. Das mit dem Angst haben hört Cheyenne natürlich überhaupt nicht gern und schon gar nicht vom Jannik. Sie kommt aus dem Bett raus und ruft, «Ich bin dabei!» Anisa sagt mäßig überzeugt, «Also gut, ich auch.» Von der Anisa und der Cheyenne in ihrem Zimmer aus sieht man direkt auf den Parkplatz hinter der Siedlung. Dass sie wach bleiben, hat Cheyenne Schokoriegel und Energy-Getränke aufs Fenstersims gestellt. Viel läuft aber nicht voraus. Stunden vergehen. Einmal fährt ein TÜV vorbei und einmal ein Cabriolet mit lauter Musik. Die Anisa steht von einem Bein aufs andere und der Cheyenne fallen fast die Augen zu. Dann endlich kommt ein Wagen anzufahren. Und es ist sogar ein Lieferwagen. Aber leider schwarz. Cheyenne sagt zu den anderen verschwörerisch, «Kommt, wir können trotzdem runter schauen. Vielleicht ist der Schälfritter-Typ das mal ja mit einem schwarzen Lieferwagen unterwegs.» Sie schleicht aus dem Zimmer und Anisa und der Jannik hinein. Auf die Zehenspitzen täppeln sie durch die Wohnung. Wo die drei hinter dem Haus angekommen sind, ist der schwarze Lieferwagen verschwunden. Ein bisschen enttäuscht wollen die drei wieder zurück in die Wohnung. Aber dann kommt plötzlich nochmal ein Lieferwagen anzufahren. Das Mal ist er weiss. «Jackpot!» ruft der Jannik. Die Kinder verstecken sich hinter einem Mäuerli und beobachten, wie ein Mann aussteigt. Er macht die Schiebetüre vom Wagen auf und holt etwas raus. Eine lange Kiste. Mit der unter dem Arm läuft er direkt auf die Siedlung zu. Der Jannik sagt aufgeregt, «Habt ihr gesehen? Er hat rote Stiefel an. Das ist er. Ich gehe zum Lieferwagen schauen und kann mit meinem Handy fotografieren, was drin ist.» Anisa hebt den Jannik am Arm. «Aber was ist, wenn er dich sieht? Ihr müsst dann aufpassen und wenn er zurückkommt, pfeift er.» Der Cheyenne passt das nicht. «Ich will aber auch schauen.» Typisch. Die spannenden Sachen will der Jannik natürlich selber machen. Aber Cheyenne hat keine Zeit mehr zum Verhandeln. Der Jannik ist schon losgerannt. Die Mädchen sehen, wie er die Türe vom Lieferwagen aufmacht und dann drin verschwindet. «Oh mein Gott, der ist einfach in den Wagen rein!»
Anisa presst die Hand auf ihr Maul und Cheyenne wird kreidebleich. In dem Moment kommt der Mann zurück und läuft mit schnellen Schritten auf den Lieferwagen zu. «Scheibe, Anisa, pfeif!» Anisa sagt verzweifelt, «Aber ich kann nicht pfeifen!» Und Cheyenne, «Ich auch nicht!» «Was machen wir jetzt?» «Wir müssen zum Wagen!» ruft Cheyenne. Anisa will ihre Freundin zurückheben, aber es ist zu spät. Cheyenne ist schon losgerannt. Sie rennt so schnell wie sie kann, aber sie sieht nur noch, wie 2 rote Rücklichter in der stockfinsteren Nacht verschwinden. Oh mein Gott, der Jannik ist im Lieferwagen! Cheyenne kann es kaum fassen. Warum hast du nicht gesagt, dass du nicht pfeifen kannst, Anisa? Was ist mit dir? Du hättest auch etwas sagen können. Jetzt musst du nicht mir die Schuld geben, sagt Anisa hässig. Anisa schlägt vor, dass sie nochmal zum Parkplatz gehen. Vielleicht hat der Jannik sich ja nur versteckt, um uns zu verarschen. So richtig glaubt sie selber nicht, was sie sagt. Aber die beiden Mädchen schauen überall und rufen dem Jannik. Nichts. Nach einer Weile schleichen sie zurück in die Wohnung. Anisa fragt schüch, «Sollen wir deine Tante wecken?» «Bist du wahnsinnig?» Zu mir sagen, dass die Jannik mit einem fremden Mann im Auto davongefahren ist. Die reißt uns den Kopf ab. Die Mädchen überlegen hin und her. Was sollen sie jetzt nur machen? Dann kommt der Anisa plötzlich in den Sinn, dass der Jannik doch sein Handy dabei hat. Er hat doch fotografieren, was im Lieferwagen ist. Cheyenne schreibt ihm sofort das WhatsApp. Und es geht nicht lang und er antwortet. «Bin im Lieferwagen. Alles okay. Wirklich. Kein Wort zu Claudia.» Und 3 Ausrufezeichen. Cheyenne schreibt sofort zurück. «Kannst du nicht raus?» Keine Antwort. Als nächstes läutet sie ihm an. Aber statt dem Jannik meldet sich eine Computerstimme. Der gewünschte Mobilteilnehmer ist im Moment nicht verfügbar. «Hat der Jannik etwas von Waffen geschrieben?» fragt Anisa Cheyenne. «Nein, sicher nicht.» Anisa sagt panisch. «Aber was, wenn der Lieferwagen Schälfrisurmann ein Gangster ist, der Jannik will um die Ecke bringen?» «Hey, jetzt beruhig dich mal, Anisa. Der Jannik hat ja gar nichts gemacht. Und wieso sollte das ein Gangster sein? Das ist sicher kein Gangster.» «Hoffe ich.» Cheyenne und Anisa tun so gut wie kein Auge zu für den Rest der Nacht. Und am Morgen sind sie schon vor den anderen beiden auf. Cheyenne geht als erstes gerade in die Stube. Sie sieht dem Jannik sein Couchbett, das immer noch leer ist. Und er hat auch keine neue Nachricht mehr geschrieben. Und was jetzt? Denkt sie. Dann hat sie eine Idee. Dass es nicht auffällt, macht sie die Decken auf dem Couchbett durcheinander, sodass es aussieht, als hätte der Jannik in seinem Bett geschlafen. Dann schleicht sie zurück ins Zimmer. Die beiden Mädchen sitzen auf ihren Betten und sind ganz still. Nach einer Weile findet Anisa, Cheyenne solle besser doch alles der Tante Claudia erzählen. Aber das will Cheyenne auf gar keinen Fall. «Sicher nicht! Tante Claudia ruft gerade die Polizei an!» Anisa traut sich nicht zu sagen, dass das vielleicht gar keine schlechte Idee wäre. Erst, wo ihre Cheyenne unter die Nase reibt, dass sie beide ja auch mit drin hängen und der Jannik und sie mega dran kämen, gibt Anisa auf. Cheyenne schaut auf ihr Handy. «Hey Anisa, eine neue Nachricht! Schau da! Bin in Italien, kein Akku mehr.» Cheyenne ruft laut raus. «Mann, wo in Italien?» Aber es kommt keine Nachricht mehr. «Und was sagen wir jetzt deiner Tante? Also wo der Jannik ist?» Da funkeln der Cheyenne ihre Augen. «Ich habe einen Plan.» Die beiden Mädchen gehen in die Stube und machen alles bereit für den Morgen, als ob nichts passiert wäre. Und bald darauf sind auch der Cheyenne, ihr Vater und Tante Claudia wach. «Wo ist der Jannik?» fragt Tante Claudia als erstes und schaut verwundert aufs leere Bett von ihrem Sohn. «Hoffentlich auch Gipfeli holen», lacht der Vater von der Cheyenne. «Nein, er ist eine Velotour machen», sagt Cheyenne schnell. Anisa schaut nur auf den Boden runter. Sie ist nämlich gar nicht gut mit Notlügen. Dann holt Cheyenne aus. «Ja, der Jannik ist schon ganz früh am Morgen weg, weil dann ist es noch nicht so heiß.»
Tante Claudia schnappt nach Luft. Und natürlich regt sie sich total auf, dass der Jannik einfach sein eigenes Programm durchzieht, ohne sie zu informieren. Der Cheyenne, ihr Vater, grinst nur. Willkommen im Club Eltern pubertierender Kinder. Also ich finde das nicht lustig, Andi. So ganz allein. Cheyenne sagt schnell, er ist nicht allein gegangen, Tante Claudia. Aber wir wissen nicht. Tante Claudia überlegt einen Moment. Dann setzt sie ihr typisches «Ich bin Mutter und weiss alles» Lächeln auf. Ah, er ist mit der Anne Mareike unterwegs. Das ist die Tochter von dem sympathischen Holländer aus dem ersten Haus. Der Jannik ist halt einer, der schnell Freunde findet und vor allem bei den Mädchen kommt er gut an. Cheyenne und Danisa schauen sich erleichtert an. Uff, das ist gerade noch mal gut gegangen. Nach dem Morgen gehen die beiden Mädchen in den Keller runter, um dem Jannik sein Rennvelo zu verstecken. Sicher ist sicher. Wo die Kellertür zumachen, hören sie eine wohlbekannte Stimme. «Was habt ihr da unten verloren? Das ist ein Kauer und kein Kinderspielplatz!» Der Herr Sulzberger. Danisa stottert. Wir haben nur unser Badzeug aus dem Tumbler holen, sagt Cheyenne schnell. Ihr habt in der Wohnung einen eigenen Tumbler, da unten hat es keinen Tumbler. Der Hauswart treibt die Mädchen aus dem Keller. Lauf, habe ich gesagt. Beim Aufgehen sehen die beiden, dass die Tür von einer Wohnung im Parterre ein Spalt weit offen ist. Danisa bleibt stehen. Cheyenne, schau, das ist die Wohnung mit dem blauen Licht. Cheyenne kann sich's nicht verklemmen, den Hauswart zu fragen. Sie, Herr Sulzberger, wer wohnt eigentlich da drin? Ist das auch eine Ferienwohnung? Niemand. Die Wohnung ist nicht vermietet. Aber wo die Mädchen sich noch mal umdrehen, sehen sie, wie jemand blitzschnell die Tür zuzieht. Nach dem Mittagessen ist der Jannik immer noch nicht da. Cheyenne studiert das Hintergrundbild von ihrem Handy, so als ob sie es erst mal sehen würde. Und Danisa zuckt beim kleinsten Geräusch zusammen. Die einzige, die völlig locker ist, ist Tante Claudia. «Der Jene lässt sich Zeit mit seiner Velotour», kichert sie vor sich hin. Cheyenne schaut auf ihre Handyuhr. «Danisa und ich gehen schon mal runter baden.» Wo sie im Zimmer sind, packt Cheyenne schnell ihre Bodytasche und erklärt Anisa: «Es ist sowieso besser, wenn wir den Jannik drinnen abfangen. Er weiss ja gar nicht, dass er auf einer Velotour war.» Danisa fragt unsicher: «Und was, wenn er nicht zurückkommt heute?» Cheyenne steht auf ihre Bodytasche. Daran mag sie gar nicht denken. Unten auf der Wiese ist wie immer alles ruhig. So als wären die Leute von der Siedlung Bellascona in einen Dornrösli-Schlaf gefallen. Cheyenne sagt zu der Anisa: «Ich warte da und du gehst zum Eingang. Und wenn er bis am 4 Uhr nicht zurück ist, dann...» «Was? Polizei?» fragt Anisa. «Nein! Ja! Also, ich weiss doch nicht.» Wo Anisa am Kiosk vorbeiläuft, sieht sie oftmals, wie der weisse Lieferwagen vor dem Tor haltet. Anisa bleibt wie angewurzelt stehen. Der Typ mit der goldigen Sonnenbrille und der roten Cowboy-Stiefel steigt aus und läuft mit schnellen Schritten direkt zum Kiosk. Anisa rennt wie das Bisiwetter zurück zu der Cheyenne und sagt aufgeregt: «Er ist wieder da! Er ist wieder da!» Cheyenne freut sich. «Wer? Der Jannik?» «Nein, der Typ vom Lieferwagen. Der von gestern. Schnell, Cheyenne, komm! Vielleicht ist der Jannik immer noch im Wagen drin!» Cheyenne und Danisa rennen zum Parkplatz. Von dort aus sehen sie, wie der Mann mit der Sonnenbrille in den Kiosk hineingeht. Zum Glück sieht er sie nicht und sie können schauen, ob der Jannik noch im Lieferwagen ist. «Komm, Anisa, schnell!» Cheyenne steht jetzt vor dem Wagen, rüttelt wie verrückt am Türgriff und ruft: «Jannik! Jannik!» Plötzlich sagt jemand hinter ihr: «Ma che cosa fai?» Es ist der Typ mit der Sonnenbrille und der Schälfrisur. Cheyenne gäuselt, weil sie so verschrickt. Dann versucht sie ganz cool zu sein. «Entschuldigung, Signore, ich dachte, es ist der Wagen von meiner Tante.» Der Mann flucht etwas auf Italienisch und scheucht Cheyenne weg. Dann steigt er in den Lieferwagen und fährt einen Meter rückwärts. Cheyenne kann gerade noch auf die Seite kumpen. «Hey, spinnt der?» ruft sie. Aber der Mann tut nichts dergleichen und braust davon. Cheyenne rennt ein paar Schritte hintendrein. «Halt! Halt! Warten Sie!» Aber es bringt nichts. Weg ist der Wagen.
Die beiden Freundinnen hocken auf dem Mürli. Cheyenne muss fast brüllen und Anisa weiss nicht, was sagen. Der Typ ist einfach weggefahren mit seinem weißen Lieferwagen und hinten drin ist wahrscheinlich immer noch der Jannik. Dann fragt Anisa, was beide denken. Und jetzt? Was machen wir? Cheyenne holt tief Luft. Ich glaube, jetzt müssen wir zu der Tante Claudia. Kaum hat sie das gesagt, hören sie eine wohlbekannte Stimme. Hallöle, ich schätze, da warten zwei auf mich. Cheyenne gumpelt vom Mürli auf und Anisa schreit, als hätte sie einen Geist gesehen. Janik, oh mein Gott! Wir haben schon gedacht, du kommst nie mehr zurück. Cheyenne umarmt den Janik. Der macht einen Schritt zurück. Hey, easy. Ich habe immer alles im Griff gehabt. Dann erzählt er dem Mädchen, was er erlebt hat. Er sei 3 Stunden im Lieferwagen gsi, der reinste Horror. Der Schälhaar-Typ sei gefahren wie ein Freak. Und dann hat er auch noch die ganze Zeit italienische Schlager gelesen. Man hat es gehört bis hinten. Ti amo, la ti Hey, kannst du aufhören? Cheyenne hebt sich die Ohren zu. Aber der Jannik ist noch lange noch nicht fertig. In diesem Wagen hat es gestunken wie in einem Nilpferdhaus. Zum Glück konnte gerade an der Tankstelle endlich aus dem Auto gumpen. Ja, und dann? Fragt Anisa gespannt. Der Jannik berichtet, wie ihn dann an der Tankstelle so eine Oma angesprochen hätte. Zuerst auf Italienisch. Er hat nur Bahnhof verstanden. Und zum Glück hätte sie auch ein bisschen Deutsch können. Mega nett sexy gsi. Hätte ihm ein Gipfeli und einen Orangensaft gekauft und ihn zu einer Bushaltestelle gefahren und dann sogar noch das Geld für den Bus gegeben. Der Jannik macht eine Pause. Dann fragt er die anderen. Und warum habt ihr eigentlich nicht pfiffen, so wie abgemacht? Die Mädchen schauen einander an. Dann sagt Anisa verlegen, es ist alles so mega schnell gegangen, gell, Cheyenne? Und dann versucht sie abzulenken. Aber Jannik, sag jetzt besser, was hast du im Lieferwagen gefunden? Der Jannik zuckt mit den Schultern. Halt so Kioskzeug, Stocki, Gomfi und Milch, Pasta und hinter den Kartons die langen Plastikboxen. Aber keine Waffe drin, dafür Säcke mit Sand. Mit Sand? Fragt Anisa. Vielleicht hat er den von einem Strand aus Italien mitgenommen, rätselt Cheyenne. Oder vielleicht Drogen, sagt Anisa. Dann erzählt sie dem Jannik, wie der Typ mit den roten Cowboystiefel vorher auch schon wieder da sei. Er hat wahrscheinlich wieder Geld von der Kioskfrau wollen. Aber sie hat ihm das mal, glaub ich, nicht gegeben. Weil er ist mega hässig abgedüset und hat Cheyenne fast überfahren. Der Typ ist voll aggressiv. Hey Jannik, wir sind mega froh, dass du wieder da bist, gell Cheyenne? Cheyenne nickt und der Jannik grinst. Dann informieren ihn die beiden noch, was sie der Tante Claudia für eine Notlüge erzählt haben. Der Jannik ist entsetzt. Was? Ich mit dieser Holländerin? Meine Mutter hat einen Knall. Die ist doch schon uralt, sicher schon 18. Der Jannik kann sich nicht mehr erholen. Ist ja gut. Cheyenne verdrüllt nur die Augen. Und was machen wir jetzt? Der Jannik geinet. Also, ich gehe zuerst mal pennen. Nach dieser ganzen Aufregung haben die Mädchen genug von Lieferwagen und unfreundlichen Stiefel-Cowboys. Für den Rest der Ferien wollen sie nur noch am Pool chillen. Möglichst früh am Morgen. Das ist der Anisa ihre Idee, weil dann der strenge Herr Sulzberger sicher noch nicht rum ist. Und darum sind sie am nächsten Morgen ultra früh raus. Allerdings ist sich Cheyenne nicht ganz sicher, ob man von der 5:45 die Sonne auch schon braun wird. Aber sagen tut sie nichts. Sie breitet ihr ein pinkiges Tüchli aus und schaut zum Himmel. Die Sonne mag sich noch nicht recht zeigen. Anisa steht mit Hühnerhaut auf dem feuchten Rasen und bibbert vor Kälte. Plötzlich sieht sie etwas. «Schau, Cheyenne! Hinter der Läden bewegt sich etwas!» «Was ist jetzt schon wieder?» sagt Cheyenne und zeigt sich ziemlich uninteressiert. Hat Anisa schon wieder vergessen, dass sie einfach chillen wollte? Aber Anisa lässt nicht schauen. «Jetzt schau doch dort in dieser Wohnung mit dem blauen Licht, dort neben dem Balkon. Komm schnell, Cheyenne!» «Ja, ist ja gut, ich komme!» Die beiden lassen ihr Zeug liegen und verstecken sich hinter einem Buchsbaum. Langsam gehen die Rollläden neben dem Balkon rauf. Zuerst sehen sie nur Rauch vor dem Fenster. Was ist echt das?
Dann streckt ein Mann seinen Kopf raus und schnippt einen Zigarettenstummel auf den Rasen. Anisa denkt nur, ui, wenn das der Herr Sulzberger sieht. Aber der hat doch gesagt, es wohne gar niemand in dieser Wohnung. Wieso lügt der? Dann geht der Anisa den 20er runter. Hey, Cheyenne, das ist doch der Typ mit der Schälfrisur. Und hinter ihm steht Kioskfrau. Cheyenne macht einen langen Hals. Bist sicher? 100 Pro. Siehst du die Regale-Löckli? 10 Sekunden später sind die Läden wieder drinnen. Die Mädchen werden ganz nervös und Cheyenne sagt, der Schälfritter-Typ hat die arme Kioskfrau sicher in der Wohnung eingesperrt. Er hat sie entführt. Oh mein Gott, weil sie ihm kein Geld mehr gibt. Die Mädchen rennen so schnell wie es geht zurück in die Wohnung, um den Janik zu wecken und ihm alles zu erzählen. Aber der liegt schon wach auf dem Sofa und ist am Gamen. Der Vater trinkt gemütlich Kaffee. Als er die Mädchen sieht, ist er hoch erfreut und will gerade anfangen zu schwätzen. Aber Cheyenne klemmt ihn ab. «Keine Zeit, Papi!» Dann macht sie dem Janik unauffälliges Zeichen, dass er in ihr Zimmer kommen soll. Dort erzählen ihm die beiden alles, was sie beobachtet haben. Cheyenne sagt, irgendetwas läuft dort. Wir müssen die Wohnung durchsuchen und dieser Kioskfrau helfen. Der Janik sagt erschöpft, okay, aber das Mal könnt ihr gehen. Genau, Janik, und du stehst mir. Eigentlich musst du ja nur den Herrn Sulzberger ablenken. Der ist der Find Nummer 1. Der Rest ist easy. Anisa ist sich da aber nicht so sicher. Wie soll das gehen? Die Wohnung durchsuchen, einfach läuten und sagen, sie wollen rein. Also, ich habe keine Lust, noch mal dem komischen Schälfrisurtyp zu begegnen, rümpft sie die Nase. Ja, Anisa, aber es geht nicht nur um dich. Was ist, wenn er die Kioskfrau quält und Drogen versteckt? Cheyenne beschreibt die wildesten Sachen. Alles, was sie aus Krimis so kennt. Der Janik wartet, bis sie fertig ist und sagt dann, ich habe einen Plan. Ich weiss, wie ich den guten alten Sulzberger in Schach halten kann. Der Janik geht in Gang zum Putzschrank. Wo er zurückkommt, hat er eine grosse Schachtel Bio-Wäschmittel dabei. Dem sagt man Aktion Poolbeschäumung, grinset er stolz. Nach einem längeren Hin und Her haben Cheyenne und Anisa auch eine Idee. Eine geniale Idee, wie sie laut verkündet. Der Janik ist skeptisch. Und ihr denkt, das klappt? Natürlich, sagt Cheyenne selbstbewusst. Wir treffen uns Punkt 2. Got it? Cheyenne gibt dem Janik einen liebgemeinten Box in den Arm. Beim Mittagessen bringen die Mädchen kaum einen Biss aber vor Nervosität. Und auch der Janik schaut alle 5 Minuten auf seine Uhr. Dann klopft der Cheyenne ihren Vater feierlich mit dem Messer ans Wasserglas, so als würde er eine Rede halten. So, alle mal zuhören, wir haben eine Überraschung. Tante Claudia und ich fahren auf Ascona mit euch, zum shoppen. Ist das eine gute Idee oder ist das eine gute Idee? Macht euch parat, Mädels. Ihr habt doch neue Backkleider posten. Cheyenne und Anisa schauen sich entsetzt an. Ist lieb gemeint, Papi, aber wir bleiben lieber da. Wir finden eben Shoppen nicht so gut, wegen dem Klima und so. Das sind ja ganz neue Töne. Was ist denn mit euch passiert? Der Vater versteht die Welt nicht mehr. Das ist noch nie vorgekommen, dass Cheyenne nicht shoppen wollte. Aber gut, dann gehen wir halt allein, gell, Claudia? Aber nicht, dass ihr euch dann beklagt. Es geht ewig, bis Claudia und der Cheyenne ihren Vater endlich ins Auto einsteigen und wegfahren. Der Janik ist schon unten auf dem Rasen und in den Startlöchern. Wie immer ist niemand am Pool. Und abgesehen von einer Frau, die auf einem Liegestuhl sünnelt, ist auch niemand auf dem Balkon. Die Luft ist rein. Der Janik steht beim Hintereingang. Wo er sicher ist, dass niemand schaut, leert er Säufepulver aus dem Plastiksack im Pool und dann die grüne Lebensmittelfarbe, die Thomas amigs für ihre berühmte Schwedentorte braucht. Dann ruft er lautstark: «Herr Sulzberger, kommen Sie schnell, der Pool! Das Wasser ist grün und schaumet!» Cheyenne und Anisa haben sich in der Zwischenzeit im Parterre platziert und hören draussen, wie der Janik am Sulzberger ruft. Cheyenne flüstert: «Es ist soweit, bist du bereit?» Anisa nickt und drückt auf ihrem Handy auf Sirene-App. Anisa schreit so laut sie kann: «Attenzione! Problema con acqua!»
was so viel wie Wasserproblem soll heissen. Jetzt gehen 2 Wohnungstüren auf und eine Frau und ein Mann rennen ins Stegenhaus. Weiter oben schreit ein Mann, was los sei, und eine Frau sagt, man müsse den Herrn Sulzberger holen. Cheyenne drückt aufs Läuten von der Parterrewohnung mit dem blauen Licht. Es geht nicht lang und die Tür geht einen Spalt weit auf. Die Kioskfrau schaut Cheyenne grimmig an. «Was ist los, Meitli?» Cheyenne fragt schüch, «Geht's Ihnen gut?» Und Anisa sagt, «Können Sie raus?» «Ja, warum?» «Haben Sie nicht gehört? Der Alarm ist losgegangen. Es gibt ein Wasserproblem. Aus allen Hähnen kommt Schaum raus und so grünes Wasser. Der Pool ist schon ganz grün. Vielleicht sollten wir den Herrn Sulzberger holen.» Die Kioskfrau knurrt etwas und läuft aus der Wohnung. Direkt in die Arme von einer aufgeregten älteren deutschen Dame, die behauptet, es müsste jetzt sofort alle Zeitung verlassen. Dann gehen die Kioskfrau und die Dame zur Tür raus. Niemand scheint zu wissen, was los ist. Die Verwirrung ist perfekt. «Psst, Anisa, schnell! Das ist unsere Chance!» Cheyenne stösst die Tür von der Parterrewohnung auf und schaut vorsichtig rein. Und dann sieht sie es. «Ui! Da innen sieht es ja aus wie in einem Reptilienhaus im Zoo. Die ganze Wohnung ist voll mit Terrarien und blauen Lampen. Und in jedem Terrarium sitzen leuchtige, türkisblaue und knallgrüne Geckos. «Anisa, schau mal! Oh mein Gott, ich habe noch nie so viele Geckos gesehen!» Die beiden Mädchen staunen nur noch, wo sie in der Wohnung herumschauen. «Die sind ja mega schön!» «Aber wieso hat die Kioskfrau so viele Geckos? Und wieso tut sie die verstecken?» «Ich weiss warum», sagt Anisa. «Der Herr Sulzberger verbietet Haustiere und darum will die Kioskfrau das geheim behalten.» «Könnte sein. Aber wer hat so viele Haustiere? Das ist doch komisch. Und was hat dann der Cowboy-Stiefelmann damit zu tun? Irgendetwas ist faul.» Plötzlich hören sie draussen Stimmen. Die Kioskfrau ruft, es sollen sich jetzt alle beruhigen. Das sei wahrscheinlich ein Fehlalarm gsi. Es sollen alle wieder ihre Wohnungen zurück. Jetzt müssen die Mädchen aber pressieren. Anisa zückt ihr Handy und macht schnell ein paar Fotos. Sicher ist sicher. Dann verschwinden die beiden blitzschnell aus der Wohnung. Zum Glück gerade noch bevor die Kioskfrau um die Ecke kommt. Völlig ausser Atem kommen Cheyenne und Anisa zurück in der Ferienwohnung an. Und wer sitzt da total tiefenentspannt auf dem Sofa? Der Jannik. Stolz erzählt er den Mädchen im Detail von seiner Heldentat, wie er den guten alten Sulzberger in Fahrt gebracht hätte. Wo der das grüne Wasser gesehen hätte, sei er ab wie eine Rakete. Der Jannik grinst. Und wo dann noch andere Leute kommen, sagen, sei der Sulzberger ohne ein Wort zu sagen schnell in seinem Schuppen verschwunden. Cheyenne hebt dem Jannik der Anisa ihr Handy unter die Nase. Und die Mädchen erzählen ihm von den Terrarien in der Wohnung mit dem blauen Licht. «Die ganze Wohnung ist voll mit diesen Mini-Krokodil-Terrarien», giggelt Anisa. «Sie meint Geckos», korrigiert sie Cheyenne. Der Jannik schaut sich die Fotos genauer an und sagt, «Ja, also, Geckos in einer Wohnung zu haben, ist wahrscheinlich nicht verboten.» «Schon, aber wieso tut denn die Kioskfrau so geheimnisvoll? Ich check das nicht.» Cheyenne nimmt jetzt auch das Handy für und fängt an zu scrollen. Und dann ruft sie aufgeregt, «Hey, das glaube ich jetzt nicht! Schaut mal! Die Geckos da auf dieser Naturschutzseite sehen genauso aus wie die in der Wohnung.» «Ja, und jetzt?» «Hey, Jani, kannst du nicht lesen? Da steht, die seien geschützt, vom Aussterben bedroht. Sicher ist das verboten, die in der Wohnung zu haben. Das sind keine normalen Geckos. Hört! In Neuseeland werden Grüngeckos von Wildtierfängern sogar in der Unterwäsche geschmuggelt. So grusig!» kreischt Anisa. «Voll krass. Wenn wir das der Claudia und dem Papi sagen?» fragt Jannik. «Ja, und ich rufe auch noch der Oma an und erzähle ihr alles. Sie ist nämlich im Vorstand vom Tierschutzverein Gründeldingen und das interessiert die sicher.» Noch am gleichen Tag haben Cheyenne, Anisa und Jannik alles ihren Eltern und der Cheyenne ihrer Oma erzählt. Die haben gemeint, sie hören nicht richtig. Und die Oma war empört. Am Abend hat dann die deutsche Dame auf dem Kiesweg auch noch eine Schlange entdeckt.
Laut geschrauen hat sie, dass alle aus ihren Wohnungen rausgekommen sind. Der Herr Sulzberger hat gesagt, die sei harmlos. Aber die Dame hat dann sofort der Verwaltung von der Siedlung Bellascona angerufen und die hat die Polizei benachrichtigt. Die Schlange ist eingefangen worden. Eine grüne Mamba. Von wegen harmlos. Weh, eine Schlange, mega grusig. Ich habe euch doch gesagt, es hätte etwas Grünes im Gebüsch, hat darauf aber Anisa gerufen. Cheyenne hat dem Polizist auch noch von den Geckos erzählt. Der hat darauf aber in der Wohnung der Kioskfrau nicht nur Geckos, sondern auch noch 3 seltene Schildkröten und 3 Klapperschlangen gefunden. «Lassen Sie mich! Ich habe mit all dem nichts zu tun!» hat die Kioskfrau zuerst alles abstreiten. Sie hätte nicht gewusst, dass die Tiere geschützt sind. Sie hätte dem Italiener nur einen Gefallen machen und auf seine Haustiere aufpassen. Der geschälte Cowboystiefel hat aber etwas ganz anderes erzählt. Er hat die Tiere für die Kioskfrau und Achtung, auch für den Herrn Sulzberger aus Italien geholt. Und «Lavora di merda!» hat er etwa 3-mal geflucht. Die Kioskfrau hat ihn nur hässig angeschaut. «Der freche Kerl hat immer mehr Geld wollen. Muss doch auch leben!» Und dann hat sie zum Herrn Sulzberger gefaucht. «Sag du auch etwas, Sulzberger? Ist doch alles deine Idee gewesen!» Aber der hat nur gemurmelt. «Ich berichte nicht mehr ohne meinen Anwalt!» Was für ein Spektakel, hat Cheyenne gedacht. Und als die Polizei den Sulzberger abgeführt hat, hat er sich nochmal umgedreht und gerufen: «Saugafen, verdammte!» Anisa ist ganz bleich geworden. Aber Cheyenne und Jannik haben sie beruhigt. Von dem haben wir nichts mehr zu befürchten, Anisa. Der Vater von der Cheyenne hat nur noch gestaunt. Das ist alles passiert in diesen Ferien. Ganz stolz hat er gemeint: «Ich habe gar nicht gewusst, dass meine Tochter so eine gute Detektivin ist.» Wenn der wüsste, haben sich die 3 verschwörerisch angegrinset. Und dann fragt der Vater: «Aber etwas würde mich jetzt schon noch interessieren. Wie habt ihr herausgefunden, dass die Tiere in dieser Wohnung sind? Die haben euch ja kaum zum Tee eingeladen.» Der Jannik hat angefangen zu erzählen. Ganz einfach. Es hat, aber mehr hat er nicht sagen, weil Cheyenne ist ihm ins Wort gefallen. «Hey, ich erzähle Jannik. Also, wo der Alarm abgegangen ist, sind wir in die Wohnung hineingeschlichen. Ich weiss, Papi, das macht man eigentlich nicht. Aber wir wollten wissen, wieso es dort immer das blaue Licht hat. Und dann haben wir mit der Anisa ihrem Handy Fotos gemacht, gell, Anisa?» Die Anisa hat nur stolz genickt. «Und mein Jene war auch dabei?» fragt Tante Claudia. «Also indirekt schon.» Der Jannik blinzelt dem Mädchen zu. «Ja, Tante Claudia, der Jene gehört auch zum Team Gecko. Auch wenn er sonst manchmal nervt.» Und wie es weitergegangen ist? Cheyenne, Anisa und der Jannik haben sich etwas von der Oma wünschen. Als Belohnung, dass sie die Tiere gerettet haben. Die 3 mussten nicht lange überlegen. «Wir wünschen uns ein Wochenende im Parkhotel zu Locarno. Das hat einen riesigen Swimmingpool, garantiert kein Herr Sulzberger und auch kein Reptilienschmuggler.» SRF Kids Hörspiel. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.